Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Beim letzten Teil war es leider so ein kleiner abrupter Cut, den wir gemacht haben. Und zwar habe ich hier nochmal Trainingsbuch gefunden. Und das ist hier was Schönes. Dass die Nahkampfklinge ein bisschen länger halten. Ich habe gerade aber eben auch noch mal was gesehen. Und zwar die Trainingsbücher, wo haben wir es dann? Nahkampfknoten, ja, damit der Knoten ein bisschen länger hält. Können wir auch noch umdrehen, das Zeug. Und so sieht es dann aus. Also Selbstverteidigungsbüchel war das sozusagen. Da können wir uns auch nochmal die andere an der Stelle gleich angucken. Das war dann hier für zum, ja, für taktische, heimliche Sache. Das Messerschärfe gucken wir uns doch gleich an der Stelle auch nochmal an. Wie das ausgesehen hat. Selbe Band anscheinend. Und für die Schienung von der Gesundheit, das scheint hier, ja, Medizin für Leute, die bei Feldkämpfe und Feldeinsätze dabei sind. Da gehen wir hier direkt weiter. Aus dem Hotel raus gleich. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal um. Schön. Muss wohl wirklich schön gewesen sein früher. Jetzt hat es eher so eine verfallene Ästhetik, würde ich sagen. Holen wir hier noch den Zucker und gucken uns das an, um ein nächstes optionales Gespräch zu starten. Wow, unglaublich. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Sogar ein drittes noch. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... Schon gut, Joel. Ach. Ja, jetzt hat der Joel da versucht, nochmal auf sie zuzugehen, indem er da was Schönes angesprochen hat, was man da gesehen hat, etwas, was früher auch nochmal Spaß gebracht hat für die Leute. Und ja, dann hat sich das mal wieder ein bisschen hochgeschaukelt. Dann gehen wir doch hier gleich mal wieder weiter. Nachdem es hier auf der Tische nichts mehr gibt, gehen wir da hoch zu dem... Die Tür könnte rausführen. Genau. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein? Oh. Natürlich wisst ihr es, aber sie will es sonst nicht sagen, weil sie ein bisschen beleidigt ist. Dann können wir auch da nochmal was machen. Ich weiß nicht, ob das unter Vielleicht habe ich damit optionale, eine Chance. ob das unter optionale Sache fällt, aber wir können hier nochmal ein bisschen klimpern. Ja, der Joel war ja wahrscheinlich auch früher ein bisschen musikalisch. Der hat ja Gitarre bei sich daheim gehabt. Da können wir doch mal das Ding schieben. Da wird Okay. sacke schwer sein. Als ich dachte. Hey, hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Oh. Schieb, Richard! schieb fester. Jo. Na also. Ihr habt ja vorhin auch gesehen, vielleicht. Eventuell macht sie das ja noch einmal. Wenn ich das Licht auf sie richte, dann schirmt sie so ein bisschen die Aare ab und guckt weg. Ah, in dem Fall guckt sie jetzt voll rein. Aber am Anfang, als ich es auch gemacht habe, hat sie ein bisschen weggeguckt. Und, ja. Kann ich jetzt nochmal klimpern. Und erst wenn ich die Lampe wieder ausschalte, hat sie auch wieder normal durch die Gegend geblinzelt. Dann klettern wir jetzt da hoch, wenn das geht. Hörst du mich? Ja, geht. Dann klettern wir hier hoch und gehen hier auf der Galerie entlang. Können wir auch ruhig ein bisschen joggen, ist ein bisschen mehr Weg. Da müssen wir uns nicht ewig aufhalten. Von hier oben haben wir auch nochmal einen schönen Blick auf den Festsaal. Und hier haben wir nochmal ein paar Sachen gebunkert. Schere, Klebeband und Werkzeugtäler. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Speisesaal. Und gehen doch auch mal hinter die Bar. Gucken uns an, was da gibt. Ein Molly würde noch parat stehen, falls wir zu viele verschwendet hätten. Wobei ich auch nicht weiß, so viele Mollys schmeiße ich jetzt alle durch die Gegend. Und dann kommen wir zu der nächsten knifflige Passage. Die wird auch wieder ein Weilchen dauern und startet auch hier eine Videosequenz.
Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Ja, sie hat's richtig gedeutet. Das war wohl ein Joel hätte es seine Art besser wissen sollen. Entschuldigung zur Wenn man Sache. was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Ah, da haben sie wohl einer aufgeknüpft. Bevor dass er geklaut hat. Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle. Mist. Was ist der Boss? Ja, er will, dass wir alles sichern. Geht zum Tor. Okay, verstanden. Such alles ab. Lass niemand... Dann sorgen wir nochmal für ein bisschen für Action. Jawohl, super Ellie. Super gemacht. Dann basteln wir gerade noch einen Molly hinterher. Hier drüben. Wo bist du? Ah, da ist er. Ja, die Ellie hat ja auch nur eine gewisse Reichweite. Nächste. Damit wir einmal sehen, was ich da meine mit einer wiechte Kerle. Das ist so einer. Der hat sogar noch Kevlar-Schutz A. Das sind die Typen, auf die nach richtig achten müsst. Die mit dem Molly. Und so erwischt. Super. Der hat erstmal zwar kein ganze Molly bei sich, aber er hat Lumpe dabei. Dann können wir hier nochmal unser Nahkampf-Mod draufpacken. Und der hält erstmal 2 Schläge aus. Und wenn wir schon dabei sind, die Sache... Da ist er. Oje, ich komme hier zu gar nichts hier. Wo sind sie dann? Sehe ich denn? Ah, da hinten. Dann will ich doch wenigstens nochmal mich verbinden. Die Ellie schießt ja da schon drauf. Die hat da aber unendlich Munition. Dann mache ich das nochmal. Und die Ellie kann man zwar hier unten beim Gerüst nicht helfen. Du willst brennen, Arschloch! Oh. Das ist nicht gut. Oh, wo ist... Da ist er. Da ist er. Der alte Säckel. Komm mal her. Ja, der hat mir noch ein paar Mal auf die Gosch gekloppt. Davor habe ich ihn heimgezahlt. Na Allah. Waschle kennen wir jetzt nichts mehr. Aber wir können weiter schießen. Und die Ellie deckt uns hier richtig schöne Rücken, muss ich sagen. Also ab hier kann sie uns zwar nicht mehr großartig helfen. Aber sie kann uns von weiter weg helfen. Da kommen sie ja wieder, die alte Rievenickel. 3 an der Zahl. Und der versucht sein Glück. Hallo. Oh. Das war aber mies. Also da habe ich ihn mit M Einsatz gekriegt. Da scheint noch einer mit dem Jagdgewehr zu schießen auf mich. Oder war das die Ellie? Kannst nicht genau sagen. Wir probieren mal bei dem dort drüber unser Glück. Da ist er. Gut gemacht. Alles klar. Die Ellie hat's erledigt. Brauche ich mal nochmal. Irgendwo muss einer sitzen, der auch da rumschießt. Mit seinem Jagdgewehr. Ja, ich sehe ihn. Sehen danach. Ah, die Ellie hat ihn abgesehen. Super.
Da kommen wieder zwei. Alles klar. Ah, Eine. wenn der Joel das sagt, dann muss er wohl getroffen haben. Uiuiui. Da sind wieder Wälder. Hört ihr gar nicht auf? Hört ihr gar nicht auf, vor lauter Hunter. Ich will nicht brennen. Halt mal nicht. Schrotflint. Dich habe ich verwischt. Super. Dann hören wir nochmal die Gegend ab. Oh. Dan hat's verwischt. Laden wir nochmal noch. Ah, hier ist richtig Action. Hier geht aber so richtig die Luzi ab, mein Lieblein. Und da? Wo steckst du dann, du alter Butzenickel? Anderer müsste noch hier irgendwo drin sein. Haben wir nix? Ah, doch. Alles Okay, ihr erledigt. könnt kommen. Die Ellie hat's alles erledigt. Super gemacht, Mädel. Guter Kampfeinsatz für dich. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Dann haben wir das leidliche Thema auch erledigt, dass das Mädel jetzt endlich seine Waffe hat. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Seit Lincoln steht es ja schon im Raum, dass die Ellie endlich mal eine Waffe kriegt, damit sie uns auch ein bisschen helfen kann. Und jetzt hat sich das Ganze endlich mal für sie erfüllt. Sie hat jetzt ihr Waffe und jetzt kann sie uns auch ein bisschen anders beistehen, indem sie nicht nur mit Zeug um sich schmeißt, mit Zickelstähe oder beziehungsweise mit Backstähe und mit Flasche. Und dann können wir hier jetzt auch nochmal kurz das optionales Gespräch starten mit dem Typ, wo wir am Anfang sehe, den sie aufgeknüpft haben, wo dann hier Dieb davor steht. Oh, krass. Harte Strafe. Scheiße. Die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Könnte ja auch sein, dass sie da ein paar Sachen beibehalten haben, was die Strophe angeht. Aber klar, Diebstahl ist hier wahrscheinlich richtig übel. Da zählt alles, was man hat, und man hat halt nicht besonders viel. Und dann muss wohl jemand sein Leben davor lassen. Und Kugle darf man ja auch nicht verschwenden. Deswegen dann auf die althergebrachte Methode und aufgeknüpft. Gucken wir uns mal an, was es hier gibt, weil es waren ja mehr als genug Hunter hier. Durch die Videosequenz sind die Körper von denen jetzt auch nicht mit dabei. Aber ja, wir können immer noch plündern, was sie bei sich gehabt haben. Und da gibt's genug, weil hier war mal ein bisschen verschwenderisch, das durfte man ja auch sein. Dann machen wir das noch so. Und viel Munition haben wir jetzt leider auch nicht mehr parat, aber wir haben ja immer noch die Schrotflinte. Aber es passiert hier nichts mehr, das Gebiet ist ja absolut gesäubert. Gehen wir da über den kleinen Kaffeelader oder was es mal war. Da haben wir ja auch einer niedergemacht, da sehen wir ja noch die Blutpfütze von dem Typ. Und da haben sie gehockt und haben angefangen auf uns hier zu schießen. Können wir hier noch in den kleinen Büroraum reingehen. Und da gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen. Hoffe ich doch. Im schweren Modus war das für mich immer eine kleine Goldgrube, wo man dann beim Schleichen und die Leute langsam ausschalten, hier auch hat sitzen können und eine Weile hat agieren können. War nämlich Pfeiler und von dort aus hat man sich die Leute auch gut greifen können, wenn man hier versteckt vorgeht. Weil die erste Welle, die dann von der